Die Lehrerin kommt, wie wollen wir ihr das erklären? Guten Morgen. Wo sind die Hausübungen? Die sind von den Hausübungswichteln gestohlen worden. Guter Scherz, aber ernsthaft, wo sind die Hausübungen? Aber es ist die Wahrheit, unsere Hausübungen wurden gestohlen. Und zwar von den Hausübungswichteln. Das ist doch Blödsinn. Es gibt keine Wichtel und schon gar keine, die Hausübungen stehlen. Nur weil ihr keine Hausübungen machen wollt, braucht ihr keine Märchen erfinden. Aber Frau Lehrer, es ist doch die Wahrheit. Ich habe immer meine Hausübung gemacht. Sie wurde von den Wichteln gestohlen. Jetzt reicht's. Ich habe genug von euren Lügengeschichten. Setzt euch. Die Schülerinnen und Schüler setzten sich in der Pause zusammen und suchten einen Plan, wie sie die Wichtel austricksen können. Es ist eine Freche, warum glauben muss die Lehrerin? Das ist doch die Wahrheit. Naja, ich meine, es klingt ja auch unglaubwürdig. Wir haben bis jetzt immer unsere Hausübungen gemacht und nie vergessen. Warum sollten wir sie jetzt nicht mehr machen? Ich habe eine Idee. Raus damit. Wenn wir keine Hausübungen mehr schreiben, dann können sie uns die Wichtel auch nicht mehr stehlen, da sie dann keinen Job mehr hätten. Aber wir haben bis jetzt immer unsere Hausübungen gemacht. Was ist, wenn sie auf einmal nicht mehr kommen? Wir müssen es versuchen, wir haben keine andere Möglichkeit. Okay, wir versuchen es! Bevor die Schüler zum Turnunterricht gingen, tauchten plötzlich zwei Wichtel auf. Bitte schreibt wieder Hausübungen. Ja, sonst verlieren wir unseren Job. Und wenn wir das nicht machen, müssen wir von der Arbeitslosenunterstützung geben. Nur unter einer Bedingung. Und die wäre? Ihr müsst auch allen Lehrern zeigen. Aber wenn wir das machen, dann dürfen wir ja keine Hausübungen mehr schreiben, oder? Wenn wir alles den Lehrern erklären, dürfte das kein Problem sein. Gut, gut. Die Schüler und die Wichtel warteten im Klassenzimmer, bis die Lehrerin den Raum betrat. Wer sind die denn? Raus aus meinem Klassenzimmer. Warten Sie, Frau Lehrer, das sind die Hausübungswichtel, von denen wir Ihnen erzählt haben. Wirklich? Ihr seid das? Dann hört auf, die Hausübungen meiner Schüler zu stehlen. Aber Sie müssen die Hausübungen aber stehlen, weil sie sonst arbeitslos wären. Ich hätte da eine Arbeit für euch.